Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann! Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und Oli, welcome back! Hey, danke, ja, nach dieser scheiß Grippe bin ich wieder zurück. Die letzte Folge habe ich leider verpasst. Ja. Spannende Folge. Die mit dem Nils. Hey, ja, das war eine coole Folge. Und ja, es hat ein paar Reaktionen gegeben. Jawohl. Und zwar, Oli, wir haben ja auch über YouTube geredet. Ja, danke vielmals. Ja, ja, easy. Hast du etwas ganz Schönes gesagt? Habe ich natürlich schon beim Hören. Ja, und Manu wahrscheinlich auch. Die hat es gar nicht gelassen. Nein, wirklich. Ja. Aber hast du es gesagt? Wenigstens? Natürlich. Okay, sehr gut, sehr gut. Hey, genau, von den Kommentaren her hat mich eigentlich ein Kommentar ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Kommentar, wo mir echt besonders aufgefallen ist, und zwar hat der Nadu geschrieben, es gibt tatsächlich 2 YouTube-Kanäle von der Schweiz, wo ich mich immer wieder über ein neues Video freue. Einer davon ist Wildfish TV und diesen kennt ihr ja schon. Ich nehme an, das wird der von dir sein. Er hat ein Bärli gemacht, darum. Ah ja, stimmt, ist ein Bärli, genau. Wildfish TV. Ja. Kennst du? Ja, kenne ich. Wer macht das? Ich weiss den Namen von diesen 2 Jungs nicht, aber sie haben auch einen eigenen Shop oder einen eigenen Laden. Ah, das sind doch die von Immensee dort. Ja, das weiss ich jetzt nicht, von wo der Ja, Laden ist. mal. Okay, Weißt gut. du, Ja. Genau, Ja. Okay. Habe ich nicht gekannt, finde ich aber gut. Haben die Abonnenten so? Ja, ich glaube mehr wie ich und auch mehr Klicks wie ich. Okay, cool. Voll, Also ja, die nicht für dich, aber für sie natürlich. Nein, aber ey, Ist stark, sehr schön, geil, weiter so. Perfekt, ja. Jo, und dann ist heute noch eine reingekommen. Wie heisst euer YouTube-Kanal? also der von Fischverrückt. Ja, Fischverrückt. Natürlich. Aber der hat so viele Videos drauf, da können wir nicht nach mit schauen. Ja. Zero. Nein, Ja. es ist mal, glaube ich, die Idee gewesen, dass man vielleicht Reels oder so aufladen, aber ich muss sagen, wir sind schon recht ausgelastet mit Ja. Podcast und Reel und Post und Insta und Hey, sowieso. und denkt daran, wir haben alle nebenbei auch noch sonstige Sachen zu tun, wie Familie, wie Fischen, wie jeder hat noch sein Hobby, der Oli mit seinem YouTube-Kanal, ich mit Majorfish, also ja, es wird dann schon deftig. Ja, wenn wir dort noch müssen YouTube machen. Ja, hör auf. Nein. Würden wir nicht in einer gewissen, oder in der gewollten, wie sagen wir dem, Paste hinbringen, dass es irgendwie könnte gut sein. Ja. Genau. Ja, Dann würde ich sagen, eigentlich. wir gehen bereits in die erste Rubrik. Vorstellung. So, jetzt muss ich wieder hin und her switchen. Genau. Ah ja, stimmt. Ah, Vorstellung, ja, stimmt. Und zwar, was erwartet euch in dem heutigen Podcast? Ja, wenn wir es gerade ablassen. Natürlich. Ich würde sagen, Intro ab. Liebe Fischverrückt-Community und alle, die sich fragen, wieso man freiwillig bei Schnee und Minusgrad in eine Berghütte raufläuft, nur um eine Forelle zu fangen. Ciao a tutti! Er kommt aus dem wunderschönen Tessin, redet Italienisch, aber dank seiner Mami auch ein bisschen Deutsch. Beruflich macht er etwas bei RSI, aber eigentlich verbringt er seine Zeit damit, den wilden Bach und Flüsse und Bergseen vom Tessin vor allem zu überlisten. Arno, Oh, domani ci sei? no, domani vado a pesca. Und wenn er nicht gerade dort fischt, dann zieht er Monsterhecht und Zander aus dem Lago Maggiore. Diretto sul Maggiore stasera, quindi se volete stare fuori a fare la serata via Lugano non preoccuparvi. Ihr kennt ihn vielleicht von Instagram, wo er nicht nur seine Kapitalanfänge zeigt, sondern mittlerweile auch einen eigenen Online-Shop betreibt mit allem, was Fischenherz begehrt. E tutta l'offerta che abbiamo sullo shop di Ticino Pesca. Ah ja, und einmal im Jahr verlässt er die Schweiz, um irgendwo auf der Welt noch einen grösseren Fisch an Land zu ziehen. Aber seine wahre Begabung ist, lustige TikToks-Videos und Insta-Stories zu machen. Auch wenn ihm dort manchmal die Freundin die Show stillt. Ciao amici trottisti. Also, lasst uns gemeinsam herausfinden, wie viele Schichten Kleider man wirklich braucht, um im Schneesturm eine Forelle zu fangen. Liebe Fischverrückt-Community, also begrüßen mit uns den heutigen Gast, den Arno von Ticino Pesca. Comunque ti aggiorno, dai. Un salutone intanto, ciao ciao. Ciao, Arno! Ciao! Wie geht's? Jetzt. Gut und selber? Ja, ziemlich gut, ja. Ziemlich gut. Warum nur ziemlich gut? Es regnet, kann man noch nicht Forellen fischen, so noch eine Woche und dann
wird es gut. Ja, okay, sehr schön, sehr schön. Du hast ja das Intro vorab schon mal gehört. Hast du dich wiedererkannt im Intro? Sicher nicht ein König. Okay. Ich muss sagen, ich versuche auf Deutsch zu sprechen, aber wenn ich nicht die Worte finde, dann switche ich auf Englisch oder Französisch oder Italienisch. Perfekt. Genau, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Die Folge Genau. wird ein bisschen speziell. Wir werden Schweizerdeutsch, Deutsch, Italienisch, Französisch oder Englisch reden. Multilingual, oder wie man dem mal sagt. Doch. Perfekt. Okay. Ja, dann denke ich, werden wir hauptsächlich Hochdeutsch wahrscheinlich sprechen, hä? Ja, du, Oder nicht? Okay, gut. Wir probieren es auf Schweizerdeutsch. Perfekt. Der Arno zeigt einfach mit Hand und Füßen, wenn er es nicht versteht. Auf jeden Fall ist nichts wichtig, wenn ich verstehe oder nicht. Wichtig ist, dass alle anderen das verstehen. Hä? Ja. Ja, sehr gut. Perfekt. Gut, dann gehen wir bereits in die erste Rubrik «Meine Woche, deine Woche». Hey, ich habe gerade gesehen, ich muss noch einige Sachen bei mir ein bisschen anpassen. Ja, und ich habe ein bisschen Sachen halt, die ein bisschen länger her Ja, sind. du hast aber deine vielleicht- noch vom letzten Podcast Ja. übernommen, gell? Ja, macht Aber- ja Sinn. Ich glaube, wir starten Ja. doch mit dem Gast. Mit dem Arno. Wie war deine Woche gewesen, Arno? Eine Woche ist eine Vorbereitungswoche. Am Samstag wird die Forellensaison öffnen. Jawohl. Endlich. Und am See zu fangen jetzt ist auf Felchen oder noch vielleicht echte und so, aber nicht so interessant im Moment für mich. So, endlich kommen die Forellen. Aber Seeforellen, ich muss automatisch Hochdeutsch Ja, mach reden. nur, mach nur. Seeforellen fangen ihr, oder? Vom Ufer aus, Ja, ist okay. Ja, ich war dieses Jahr nur einmal am Seeforelle fischen. Normalerweise gehe ich ziemlich oft, aber mehr im Dezember, Januar, nicht so viel in Februar oder März. Ja. Und hast du etwas gefangen, wo du bist? Absolut nicht. Absolut nicht. Nichts ist nicht viel, aber... Ja, ich war in die Ferien, wenn die guten Tage, Okay. when it was good, I was away. Okay. Dann versuchte ich einmal keine Forelle Ja. und Aber ich habe entschieden, besser zu Hause zu bleiben. Hauptsache am Wasser, das ist wichtig. Ja. Genau. Okay, cool. Was wir auch vergessen haben zu sagen, was wir noch in den Sinn kommen, wir müssen noch sagen, der Arno ist daheim im Tessin Stimmt. und nicht bei uns live im Studio. Er hat zwar kommen, aber du hast noch wichtige Termine die nächsten 2 Tage, darum hat das nicht ganz geklappt. Also Genau. wenn es ein bisschen Störgeräusch hat, wird das sein, weil wir über Teams... Exakt, Mit wir haben dir über Teams kommunizieren. zugeschaltet. Ist das erste Mal übrigens, wo wir Ja, jemanden voll. über Teams haben. Ja, aber wir probieren es zumindest. Ich sehe, es hat auch ein bisschen eine Verzögerung, aber es ist nicht weiter schlimm. Also, wenn wir einander da ein bisschen ins Wort fallen, sind uns nicht böse. Ich tendiere sowieso dazu, anderen ein bisschen ins Wort zu fallen. Ja. Vielleicht, hey, Hä? das bist jetzt du gewesen. Vielleicht werde ich es ein bisschen öfters machen. Excuse. Ja, Nico, willst du gerade weitermachen? Soll ich gerade. Also, hey, die es vielleicht gemerkt haben, ich war ja letzten Podcast allein gewesen mit dem Nils. Ja, Mega angenehm gewesen mal. also ich habe ein bisschen anders rausgespürt. Nein, es ist mega strange gewesen. Also es ist Das glaube ich, ja. so einfach so ein Podcast am Anfang so einzuläuten, wenn du dich gewöhnt bist, dass du immer das Gegenüber hast, ist tricky, wenn dann... Und wir haben halt jetzt gleich in dem Jahr, wo wir es jetzt machen, schon gewisse Bälle, wo wir Ja. wissen, wie wir die und her spielen Ja. müssen und die fehlen dann. Ja, absolut. Und das ist so strange gewesen. Also, aber der Nils hat es mega gut gemacht. Ist ein cooler Podcast gewesen, ein langer Podcast. Ich glaube, irgendwie 1-3/4 Stunde gewesen oder so um das herum. Ja, den habe ich dann auch geschnitten. Und es ist, ich bin mega schnell gewesen. Muss ich ja jetzt sagen, wenn der Oli da ist. Nein, es kommt mega auf den Gast drauf an. Und wenn ein Gast halt viel oder sagt und auch ein bisschen Pause dazwischen macht, ist es einfach, braucht es sofort mehr Zeit. Aber ist gut. Ich kann es auch wieder mal machen. Ich sage jetzt auch immer, merke ich.
Ich kann es auch wieder mal machen und durch das weiss ich wieder mal, wie es so ist. Aber Oli hat ja mehr Zeit als ich, also von dem her... Meint man, genau. Nein, es ist schon heavy, wenn du alles musst allein machen musst. Genau. Dann ist die Messe in Friedrichshafen. Arno, bist du auf der Messe in Friedrichshafen? Nicht, hä? Nein. Deutschland? Nicht. Nein. Leider nicht. Okay. Ja, hast nicht viel verpasst. ich gerade sagen, er hat sicher nichts verpasst. Nein, ich bin am Freitag gsi. Wieso? Am Freitag habe ich Urlaub gehabt und war in Friedrichshafen. Aha. Und du bist ja in der Schweiz, bist gsi in Spreitenbach, gell? Ja. Ja. Und Deutschland und Spreitenbach, hey, das ist Spreitenbach da oben, Deutschland da unten. Also, das ist Ramsch. Kennst du das Wort Ramsch? Absolut nicht. Billiger Schrott. Billiger Schrott. Okay. Also wirklich... Flohmarkt. Ja, Flohmarkt, ja. Also wirklich... Wirklich? Ich finde es schon. Es ist mir wieder einmal mehr aufgefallen. Es ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, wo wir zusammen waren, Oli. Ja, mich hat es einfach gestört, dass es keine Leute gab. Ja, von den Leuten her, gut, Freitag sowieso nicht. wir Letztes Mal sind am waren wir am Samstag, glaube ich. Und das Mal war am Freitag auch schlechter. Es war ein schlechter Freitag als letztes Jahr, hat er gesagt. Aber es ist einfach, ich habe das Gefühl, es hat nicht viele gute Stände. Es hat den Mädchenfischstand, der professionell gewirkt hat, mit Maximus, wirklich nicht nach Ramsch ausgesehen hat. Es hat den Stand vom Fishing Goes gehabt, der hat auch gut ausgesehen, auch professionell. Dann Sportex war auch gewesen, die haben auch einen professionellen Stand gehabt. Ja, und that's it. Und nachher hast du so einen Angelsport Waldi, nichts gegen ihn, der hat eine mega brutale Auswahl, weißt, mit Rollen und allem. Aber das ist einfach... Dort liegt Rollen an Rollen an Rollen an Rollen an Rollen und alles bunt durchmischt. Du hast kein System dahinter. Also ich habe kein System erkannt als Käufer und es ist schon brutal schwierig, sich dann zurechtzufinden. Und ich glaube, das ist schon der Vorteil, wo wir vom Mädchenfisch aus haben im Friedrichshafen, dass wir halt dementsprechend ein System haben und auch eine Übersichtlichkeit haben. Wir haben 120 Quadratmeter gehabt, ist viel, wäre nicht so geplant gewesen, aber es war angenehm gewesen. Es war wirklich schön luftig gewesen, du hast Platz gehabt und was ich auch muss sagen, die Deutschen an der Messe, Katastrophe. Also die vom Mädchenfisch zumindest, wohlverstanden. Ich will es nicht verallgemeinern, aber du bist am Stand und ich habe ja keine Standhoheit, ich das immer so ein bisschen Standhoheit, nicht, ja, nein, oder? In der Schweiz habe ich die Standhoheit, in Deutschland natürlich. Dann bin ich dort und dann kommen ein paar auf die Standfläche und ich sage immer, das ist mein Territorium, die Standfläche, die zahle ich, die miete ich, die kaufe ich, darum, ja, ich will dort Sales machen und die Deutschen sind einfach dort hinter dem Tresen am Bier und warten. Und sagst so, willst du nicht? Dann schaut der Router an. Ja, nein, weißt du, der will ja eh nur schauen und es ist ihm eh zu teuer und so. Und dann denkst du so, ja, aber Freund, das weisst du ja nicht. Das weisst du ja nicht. Und dann gehe ich hin und rede mit diesen Leuten. Klar, es ist schon auch der Punkt natürlich, ja, nein, ich schaue nur rum, ich komme nachher noch eins. Ja, okay, aber sorry, schlussendlich. Aber... Jetzt greife ich ein bisschen vor, ich bin ja dieses Jahr bei Fish Explorer am Stand gewesen. Wir haben auch das deutsche Team da gehabt. Und die sind schon auch zu mir gekommen und haben gesagt, Oli, der Schweizer, der kauft einfach. Ja. Egal, ob es jetzt 9 Stutz oder 100 Stutz gekostet hat. Ja. Und ich schaue ihn so an. Ja, normal. Ja, in Deutschland sagt das gar nicht so. Also an der Messe in Berlin hätten sie um jeden Wobbler müssen kämpfen, dass der ja weggeht. Also so, gut, aber ich glaube, das ist Berlin. Ja, aber die Deutschen kaufen viel weniger als wir Schweizer. Das wir denken so. einfach so, ja, ein Wobbler, der kostet halt 13 Franken. Ja. Also, ob ich jetzt da 13 Franken zahle oder im Netz, ich kaufe ihn jetzt. Ja, absolut. Das ist definitiv so. Aber ich finde einfach mit dieser Mentalität, weißt du, wenn du nur schon mit der Grundeinstellung dort bist, ja, der will ja eh nichts kaufen, der läuft eh weiter. Ja, das ist schon okay, falsch. also, du, mir ist es ja gleich, weißt, es ist nicht mein Umsatz, es ist nicht meine Kohle, die ich da irgendwo verliere. Ja, aber es war geil, es war eine coole Messe schlussendlich. Schon. Ja, aber letztes Jahr ist doch ein riesen Quatsch. Ja, gut, ich bin jetzt halt die ganze Zeit am Stand vom Mädchenfisch gegangen, Ja. ich habe die Jungs halt schon ewig lang nicht mehr gesehen. Gut, aber dann ist es da, dass du Ja, mit den natürlich, Leuten bist, natürlich das Personelle. Ja, Okay, ja, die Messe aber nicht selber. Nein, die Messe selber ist... Also sind die Schweizer gekommen, das habe ich auch mega cool gefunden. Es haben mich wieder mega viel gekannt vom Podcast. Ich bin mir wieder mega unwohl vorgekommen. Ich komme irgendwie nicht so recht Schlag dort, aber ist okay. Ich glaube, ich muss mich damit abfinden, dass mich die Leute halt kennen. Ist auch nicht irgendwie negativ gemeint, gar nicht. Und was ich dort noch gemacht habe, ist, ich habe mir wie sagen wir dem? Es ist nicht ein China-Stäbli-Rütli, es ist ein Japan-Stäbli-Rütli, ein Korea-Stäbli-Rütli. Ich habe mir eine UL-Rute gekauft, Oli. Du als Forellenfischer. Ich als strenger, strikter Forellenfischer habe mir eine UL-Rute gekauft. Und
Ich habe beim Dani ein Boot gemietet. Ah, was? Am Lungerensee. Jetzt Ich als aber. Forellenfischer. Und zuerst, das hätte ich eigentlich vorbereiten können. Ich habe dem Dani geschrieben, gesagt, wie läuft's? Sagt er, ja, es ist eigentlich okay. Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme nächsten Samstag auf. Sagt, was, du als Forellenfischer, du kommst auf? Anna, du musst wissen, der Nico hat im allerersten Podcast hat er gesagt, Forelle ist kein Raubfisch. Ich stehe jetzt noch zu dieser Meinung. Hat er gesagt, weißt du, wie viel Hate er bekommen hat? Es ist noch bis heute Hate. Ja. Aber wir Egal. reden später noch mit dir über Forellen, genau, Arno. genau. Aber ich gehe jetzt nächsten Samstag Forellenfischen am Lungerensee am Morgen. Und dann werde ich das Rütli ein bisschen abdrehen. Ich bin auch schon mit ihr draussen gewesen, oder uns mal für 10 Minuten einfach mal einen Spinner gerührt, mal einen Crank, einen Twitchbait und so. Das ist schon geil. Muss sagen. Es ist geil. Es ist wirklich cool. Kommst Warte, bis du einen Fisch dran hast. Kommst auf gute Distanz. Ja, das kann ich mir eben auch noch geil vorstellen. Darum habe ich Angst davor, dass ich nachher nur noch UL fische. Aber Hechtfischen würde ich jetzt nicht unbedingt mit ihr. Nein, das... Ich weiss nicht, gibt es UL-Route für Hecht? Nein. Nicht, oder? UL ist schon Forellen, Allet, so ein bisschen Forelle, ja. Gesindel. Barsch. Nein, ja, Egli noch. Egli, darfst du nicht mehr Barsch sagen. Stimmt, Egli noch. Aber that's it. Voll. Okay, ja gut. Oder wirst du mit einer UL-Route, Arno, Hecht fischen? Weiß nicht. UL meinst du Ultralight? Ja, ultralight. Ja. Also, wenn ich Kind war. Okay. Aber jetzt nicht mehr, Ja, hä? sorry. Aber weil wir als Kinder also auf Barsch und so weiter fischen. Aber in Lago Maggiore, es gibt schon ziemlich viele Hechte. So. Es war... Und wir hatten nur diese Route. So, Geil, auch geil. Ja. Aber gezielt auf Hecht würdest du nicht fischen hä, mit UL, mit Ultralight. nein, Jetzt. nein. Ja. Die bricht. Ich glaube nicht, dass sie bricht. Habe ich nicht das Gefühl. Nicht. Nein, Wenn so Mutti kommt, boom. nein, du hast ja noch Bremse, Mann. Ja. Kommt der fast auf einer Rolle hast. Ja, natürlich. Aber du hast ja in der Regel, ich sage jetzt 150 Meter oder 120 Meter. Lass es 100 Meter Schnur sein. Der Fisch, ich sage, den bringst du raus. Ich mache mir mehr Sorgen um das Ganze vorab, also um die Schnur. Weil ich habe jetzt einen 045 Trout Braid drauf, vierfach geflochten. Das ist schon gar wenig für Hecht. Ja. Und das Vorfach. Das sind so die zwei Ja, Pin- ja. Und natürlich auch Snaps und Swivels, Snaps und Karabiner und Wirbeli, wo mir noch ein bisschen Sorgen machen. Das ist dann das. Aber man geht auch nicht Hecht fischen mit der UL. ja, das würde mir schon brutal reizen. Nein, das würde mir wirklich Ja, dann machst du brutal noch etwas Anständiges her, dann aber geht es vielleicht ja, schon. nein, da tun wir den Fisch dann fast gesagt. Okay, gut. Dann hätte ich heute, also Dienstag, meine erste Bootsfahrstunde gehabt. Oh nein. Hätte wette Fahrradkette. Leider aus privaten Gründen nicht möglich gewesen, aber verschoben ist nicht aufgehoben. Also ich bin dran. Mein Ziel ist, dass ich bis im Mai die hure Scheissprüfung habe. Geil, da kannst du einen richtigen Motorrad und drüber heizen. Ja, Mann. Ja, ich will schon. Ich will bis auf die Hechteröffnung Aber ich habe gemeint, du hast dein Bötchen im Greifensee eingelöst. geht ja nicht um mein Bötchen. Aha. Also, oder vielleicht um noch nicht mein Bötchen. Ah. Augenzwinkern. Weiss ich von welchem Boot wir Nein. reden? Nein. Nicht? Nein. Okay. Nein, Ich denke von der Person, die ein Boot hat, aber keine Prüfung. Ah, maybe baby. Ja, nein, es ist einfach mal, nein, ich habe einfach gesagt, ich will die Prüfung machen. Ich will die haben, dass wenn ich mal irgendwie in der Tümme rein an ein Boot laufe, dass ich nicht muss sagen, oh nein, jetzt muss ich noch die Prüfung machen. Und vor allem auch, zum vielleicht mal im Ausland oder auch im Tessin oder so, mal ein Bötchen zu mieten. Was kostet so eine Fahrstunde? So Auto-Fahrstunde gleich oder teurer? Was kostet eine Autofahrstunde? Ich glaube, wir sind bei zwischen 95 und 100 Stutz. Ja. Also mehr. Inner. Ich sehe es Nicken nicht. He? Ja. Nützt nichts, wenn man nickt im ich Podcast. glaube, irgendwo zwischen 100 und 120 Stutz. Meinte ich. Hast du Bootsprüfung, Arno? Nein, sollte ich auch machen, aber für mich ein kleines Boot ist genug Okay. im Moment. Ja. Ja. Ja, irgendwie so. Ich weiss es ehrlich gesagt im Fall auch nicht, aber ich nehme sicher gerade Doppelstunden, das weiss ich. Und dann ist eigentlich das Ziel, dass ich... Also, mein Ziel ist, dass ich mit höchstens 10 Fahrstunden an die Prüfung kann. Ich weiss, es wird brutal sportlich. Ich hätte lieber 7, Was aber ist so eine Norm? 15 sagen sie. Okay. Ja, Weiss es nicht.
Wenn ich 10 Fahrstunden habe und die 11. Fahrstunde nach der Prüfung ist es für mich auch okay. Und dort darfst du nicht wie bei dem Auto mit jemandem fahren, oder ist das auch so? Kannst du das L hinten drauf klopfen und dann... Ich darf mit jemandem, also du darfst ja, sobald irgendjemand an Bord die Prüfung hat, darfst du auch ohne Schein fahren. Es muss einfach jemand an Bord sein, der die Prüfung hat. Wirklich? Also dann darf ich fahren, wenn du die Prüfung hast? Ja, wenn ich die Prüfung habe, du hast ein Boot mit einem 60 PS Motor, darfst du nicht fahren und ich aufs Boot komme, darfst du fahren. Hast du das gehört? Nächstes Mal darf ich mit deinem Boot heizen. Ja, das ist so. Also ich weiss nicht, im Bodensee, es wird auch im Bodensee so sein. Ja, gut, die haben Spezialregeln. Ja, der Bodensee, ich sage es, der Prüfung haben fast das Genick gebrochen an der Theorie. Hure mühsam, der Bodensee. Und Tessiner haben auch beschissene Regeln. Bei der Bootsprüfung. Irgendwo dort Ponte Tresa hineinander, dort so ein kleines Seeli. Dort ist auch verboten, was ist dort verboten? Wasserskifahren. Und wer hat Vortritt? Von Ponte Tresa oder zu Ponte Tresa? Ja. Okay. Ja, das ist dann... Katastrophe. Liegt es nicht an den Italiener? Liegt es an den Tessiner? Bist du sicher? Ja, weiss nicht. Nein, ist einfach halt bei diesen Grenzgewässern, oder? Das ist... hast du gewusst, dass wenn du auf dem Lago Maggiore fährst, einfach so als kleine Klammerbemerkung, auf dem Lago Maggiore fährst und dann im italienischen Teil bist, nach was gelten die Regeln? Ja, immer von dem Land, wo du bist, oder? Wo du das Boot immatrikuliert hast. Also, das heisst, in Italien dürfte man 120 fahren und in der Schweiz vielleicht noch 100, darf ich noch 100 heizen. Wenn sie in der Schweiz immatrikulieren. Ja, es geht vor allem um die Sicherheitsausrüstung. Okay. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Spannend. Genau. Und übrigens, E-Motor auf dem Bodensee ist erlaubt. In Italien könntest du auch mit einem 40... Prüfungsfrei. Ja. Tessin ist 8. Ja, aber wenn du in Italien ein Boot mietest, darfst du im Lago Maggiore auf den Schweizer Teil fahren, meint ja. Gell? Ja. Eigentlich völlig, ja. Ja. Bünzli. Ja. Gut. Oli? Hey, yo. Also, ich muss noch schnell ein bisschen ausholen, weil ich im letzten Podcast nicht da war. Und ich habe deine News, also deine... Ah nein, da kommen wir nachher drauf. Gut. Okay. Genau. Wie die einen das schon gehört haben, das wird ein alter Käse sein für alle, die mich auf Insta haben. Ich bin neu beim Team Fish Explorer Schweiz. Freue ich mich sehr drauf, auf die Aufgaben, die da kommen. Bravo, Oli. Geil. Danke. Er hat gerade einen Applaus eingespielt. Congrats. Ja, wird eine spannende Aufgabe. Wir sind momentan das 5. im Schweizer Team. Sind immer noch ein bisschen mit dem deutschen Team gekoppelt. Wer ist alles dabei in der Schweiz? 3 Welsche, die ich noch nicht kennengelernt habe. Und Marek Neuhauser, wenn mich nicht täuscht, heisst er zum Nachnamen. Okay. Ist gerade heute gelauncht worden. Genau. Ja. Jo, jetzt sind wir so ein bisschen am Schauen, vor allem mit dem deutschen Team zusammen, dass die mal in die Schweiz kommen. Dann gehen wir sicher mal ins Tessin ein bisschen fischen. Die wollen unbedingt Forellen fischen. Weil das bei ihnen irgendwie nicht so ist. Ich komme ein bisschen vom Hamburg oben runter. Ja, im Gegenzug darf ich dann bei ihnen Zander fischen. Bin ich auch schon in Hamburg, ist nicht so erfolgreich gewesen, aber ich habe vielleicht auch die falschen Spots gehabt, gell? Ist auch möglich. Okay. Jo, dann, was haben wir noch? Genau, mega cool. Weißt du, was mega cool war? Wo ich ins Team gekommen bin von Fish Explorer, hat Incident von Angel News gerade das berichtet. Das hat mich besonders gefreut. Jetzt sind wir schon zum zweiten Mal, oder ich zum zweiten Mal bei der Angel News vorgekommen. Wir sind im Podcast gewesen, jetzt mit dem. Das freut mich mega. Danke IC an dieser Stelle, dass er das erwähnt hat. Hey, weißt du, es kommt mir noch in den Sinn, sorry. Es hat noch einer geschrieben, ein Deutscher, der auch unseren Podcast hört. Das kommt mir gerade noch in den Sinn wegen Angel News. Hey, ja, der hat, sorry, da muss ich geschwind rein. Der hat das kommentiert, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welche Folge das war im Fall. Oder hat er auf Insta geschrieben, irgendwie so. Ich glaube, auf Insta hat er geschrieben, dass er in Deutschland sei, oder ein Deutscher sei, der frisch in die Schweiz ist, aber unseren Podcast hört und versteht. Also nicht alles versteht, aber voll geil findet, wie wir so voll, ja. Ich glaube, auf Insta ist es ja, voll mega gut, cool. Ja. Geil, danke vielmals noch. Ja, sorry. Dann ist Schweden-Video, YouTube-Video gekommen, der erste Teil. Das Barsch-Massaker, richtig gut angekommen. Ich muss auch sagen, das Holland-Video ist richtig gut angekommen. Ich habe, glaube ich, nie so viele Klicks gehabt in kürzester Zeit auf ein Video.
diese Woche, wenn ihr jetzt einen Podcast hört, ist schon der zweite Teil draussen. Also unbedingt nach dem Podcast schnell auf YouTube gehen, das zweite Video schauen. Auch wieder am Donnerstag? Auch wieder am Donnerstag wird es gelauncht. Genau, dann fischtechnisch habe ich eigentlich mit dem Siro eine Backeröffnung. Der Siro hat leider ein kleines Malheur gehabt und haben wir nicht können an die Backeröffnung gehen, Forellenfischen, mega schade. Wir glauben noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, sein Malheur. Ja, dann bin ich halt notfallmäßig schnell mit dem Nachbar oben am Kundelfingerhof ein paar Forellen klopfen. Hat dann schön filetiert, für die ganze Familie Forellen gegeben. Ich habe jetzt neu ein Vakuumiergerät. Was mega Spass macht, dass man jetzt so schön viele kann eingefrieren und auch später noch Fisch hat. Dann, wie der Arno gesagt hat, wird es Zeit, dass im Tessin Forellen aufgeht. Ich gehe dieses Wochenende, also wenn ihr den Podcast hört, bin ich bereits im Tessin und ich hoffe, wir können Forellen fischen. Das Wetter ist nicht so prickelnd. Wir haben vorhin gerade noch schnell privat ein bisschen geredet, wer wo geht. Arno, was meinst du? Können wir Forelleneröffnung starten? Sein. Ja, also mit Regen wird es sicher gut sein. Ja, es kommt irgendwo, genau. Es kommt ein bisschen darauf an, wie fest das bei euch jetzt im Tessin regnet, oder? Sonst sind die Flüsse gerade schnell voll Wasser. Ja, jetzt ist es schon der zweite Tag mit Regen und wird nonstop sein bis Samstag. Habt ihr viel Wasser jetzt schon? Nein, nicht viel. Okay. Aber ich glaube, es wird schon ein bisschen mehr haben bis Samstag. Ja. Aber ich bin bereit für die Forellenöffnung im Tessin. Das ist gut. Ja, das wären meine Wochen gewesen. Ich bin verschrocken, als ich mit der Route an der Reuss war, wie wenig Wasser das die hat. Reuss? Ja. Warum Ja, das? weil es wahrscheinlich schon länger nicht mehr geregnet hat, auch in Luzern nicht mehr. Und du hast wirklich relativ weit vom Ufer her ablaufen. Du hast gesehen, dass es relativ wenig Wasser hat. Ja. Ich dachte, oh wow, okay, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Ist eigentlich schon normal, dass es eher im Winter ein bisschen weniger Wasser gibt. Aber jetzt gerade so ist es mir eigentlich noch nie so extrem aufgefallen. Ich glaube, vor 2 Jahren, Arno, kann ich mich erinnern, die Chino River hat auch fast kein Wasser mehr gehabt. Kannst du dich erinnern? Es war schon ein paar Jahre mit wirklich weniger Wasser und das war schlimm. Gell? Auch Ja. Lago Maggiore war für etwa 2 Jahre viel zu shallow. Ja, viel zu seicht, ja. Ja. Ja gut, dann ja. Hey, jetzt kann ich ja auch Kategorien, Rubriken ansagen. Und jetzt würde ich gerade sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Und zwar Infos aus der Szene. Aber weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Du hast immer gesagt Rubrik. Nein, du hast immer gesagt Kategorien gesagt, anstatt Rubriken. Ja, ich weiss. Es sind Rubriken im Ja, Podcast. es sind Rubriken. Ja, wir müssen es oben beschriften. Wir müssen, links oben, wir haben übrigens, für die es nicht sehen, das ist ein OneNote und da müssen wir beschriften, links Rubrik und rechts Thema oder so. Nein, oder Thema habe ich echt gesagt. Habe ich Thema gesagt? Ja, ist ja gleich. Nein, du hast immer gesagt Kategorien. Ist doch, ja. Aber Mir ist es einmal aufgefallen und dann dachte ich, was kann ich jetzt ja, egal. Arno. Yes, Mann. Was gibt es für spannende Infos aus der Fischerszene bei euch im Tessin? Alles. Wir wollen alles wissen. Auch diejenigen, die noch nicht öffentlich sind. Isst du Schoki oder Süßigkeiten? Salami. Salami. Oh, geil. Schöne italienische Platte hat er jetzt aufgekippt. herrlich. Wie in einem Grotto. So, Neuheiten. On what field? Like lures or? No, also lures and mutation of teamer. Everything you know about fishing. Every news you know about fishing. So, in Tessin wird es endlich ein bisschen mehr als, also, how to say that on, you are allowed to take a little bit less fish when you go fishing. Yeah. And you have to fish a little bit bigger trouts, so something good happening. Perfect. But that's because there is no more fish. So Yeah, that's the same problem as everywhere. yeah, that's the sad news. And that's from the trout opening? Yeah. Nice. Und andere News, es gibt wirklich nicht so viele News aus Tessin.
Es gibt Muss ich sagen. endlich eine App. Ja, bravo. Das ist eine große Ja. News. Wahrscheinlich nicht die größte News in der Schweiz, aber fürs Tessin ist das ist super. ziemlich gut. Ja. Ja. Weil es war immer so schwierig, auch für Touristen einen Ausweis zu kaufen. Wenn du vielleicht am Samstag kommst und nicht bei der Polizei oder in den Store gehen willst, jetzt kannst du online machen. Das ist sicher eine gute Sache. Ja. Aber man muss ein bisschen Italienisch können. Ja, ich habe jetzt gerade Nur auf Italienisch. Ja, ich habe es gerade gestern gelöst. Und so deine Angaben, weißt du, zu der Person, ist nur auf Italienisch. Ja, okay, gut. Also, ja, aber du musst so gewisse Sachen... Name, Vorname. Ja, das ist einfach. Nein, ja, klar. Aber so gewisse Fragen, das Patentbeschreibung, weil es gibt ja, im Tessin ist es so, wenn du im Kanton Tessin wohnst, zahlst du weniger fürs Jahrespatent. Ich als Ausserkantönler zahle mehr fürs Patent. Plus muss ich noch irgendwie so einem Fischerverein etwas zahlen. Und das ist nur auf Italienisch beschrieben. Und dann ist schon mal so, warte schnell, welches ist es jetzt? Ja, okay. Ja, aber ich habe ja da gute Freunde, kann ich immer fragen. Ja, das ist gut. Gut, ist ja beim FISPass auch so. Ja. Dort sind ja auch nicht alle Sachen immer auf Deutsch beschrieben. Aber aber dort hat es mir automatisch von Google Translating übersetzt. Ja. Das hat es irgendwie beim App von Tessin nicht gemacht. Ja. Ja, vielleicht kann da der Zero einen Input geben. Ich glaube, du kannst oben rechts im Browser rein, wenn du am Desktop bist, kannst du Seite übersetzen. Okay. Also es muss eigentlich nicht der Zero für das sein, es kann auch ich. Aber wie der Arno gesagt hat, das ist jetzt für Touristen viel einfacher. Du musst ein 2-Tages-Patent lösen als Tourist oder halt eine Woche. Aber eben, dann musst du nicht immer, wenn du erst auf den Samstag gekommen bist, hast du warten, bis die Shops offen haben. Oder irgendwo sonst. Und so ist es einfach einfacher, als endlich über das App lösen. Cool, sehr schön. Meinst du, kommen mehr Touristen fischen ins Tessin? Nicht, aber... No. Wenn sie kommen, ist schon gut. Kein Problem. Wenn sie bei dir vorbeikommen. Wenn sie bei dir vorbeikommen. Nein, wir haben so viele Bergseen und so viele Wasser. Das ist wirklich kein Problem. Ja. Ja, und du musst schon die Spots auch ein bisschen kennen. Das ist schon so. Ja. Wenn wir über Bergseen sprechen, dann ist wirklich kein Problem. Ja. Fast jeder gibt es Fisch und auch ziemlich gute Fisch. So. Ja, empfangen muss jeder den Fisch noch selber. Also, ich bin auch schon ein paar Mal mit dem Arno gewesen. Ich meine, der weiß einfach, wie die Fisch beißen. Du kannst genau am gleichen Ort herrühren, er fängt sie, ich nicht. Also. Und es ist auf jeder See ein bisschen anders. So, vielleicht in Valle Versasca ist es ein bisschen anders als in Valle Maggia oder in Valle Ventina. So. Aber jetzt mal, ich als leidenschaftlicher Forellenfischer. Okay. Wenn ich so ich nenne jetzt das Bach, Maggia und, oder? Versasca. Oder ist das abschätzend? Was? Das Gewässer. Die Maggia. Die Maggia ist ja ein Bach eigentlich, oder? Ja. Ist ja noch nicht ein Fluss von der Größe. Wird eher ein Fluss bezeichnen, nicht? Okay. Was würdest du sagen, Arno? Fluss oder Bach? Maggia. Ja, für uns ist ein Fluss. Siehst du? Ja. Und, Maggia, Versasca, Ticino sind Flüsse. Okay. Ja. Wenn ich jetzt die Gewässer, ich bin ja schon 2-3 Mal in Tessin auch und an diesen Gewässern auch, aber nicht am Fischen natürlich, wohlverstanden. Aber wenn ich so ein Gewässer sehe, um dort den Fisch zu finden, also wenn du ein bisschen weisst, wie du das Gewässer anschauen musst, wie es dir ja beigebracht wird, sage ich jetzt einmal, ist es eigentlich ein leichtes, nicht? Klar fängst du nicht die Grössten, natürlich, aber du fängst, nicht? Oder ist es wirklich so heavy? Also, das muss jetzt vielleicht der Arno sagen, also meine Erfahrung ist, es ist auch, eben wie der Arno das hat von eigentlich gut gesagt, jedes Gewässer ist anders. Ja, das ist ja klar. Das ist schon so im Tessin, dass was jetzt im Maggia funktioniert jetzt im Versasca nicht. Aber es gibt ja sicher auch gewisse Überschneidungen, wo du Dinge kannst sagen, hey, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach, wenn du ein Mädchen mit dem Blei hinten an und dann rührst du es in den Pool rein, in den Wasserfall rein, dann fängst du dort sicher etwas. Arno? Bin ich fast überzeugt. Du als Forellenkönig,
König? Ja, es ist so mit Natural Codes, mit Worms und so on. Du kannst fast in jedem Wasser etwas fangen. Eben. Ja. Kein Ist einfach großes Problem. nicht immer die größten, okay, das musst du wissen, wo die sind, aber du fängst, oder? Ja, ja. Eben. Aber klar, um die Grossen natürlich zu finden, musst du schon wissen, wie, wo, was. Selbstverständlich, da absolut. Einfach so. Gut. Für mich so als Forellenspezialist, dann komme ich vielleicht einmal mit, wenn es mir gefallen hat. Also in gut. Lugern oben. Komm, dann haken wir noch schnell unsere News ab, bevor wir dann das Thema mit dem Arno einsteigen. Da kannst du noch mehr Fragen zu Forellen stellen. Genau. Weil der Arno weiss alles. Ich werde nachher ein Forellenfischer werden. Soll ich weitermachen? Ja, mach du. Ich Meine mach am News, Schluss. wie gesagt, liebe Leute, ist ein bisschen... Ich bin ein bisschen zu faul gewesen, um neue News zu suchen, ganz ehrlich. Ich habe die vom letzten Podcast einfach schnell ein bisschen übernommen. Neis und Neuke machen einen eigenen Adventskalender. Das ist aber im letzten Podcast nicht drin gestanden. Okay, super. Dann der Sebastian Bienapfel ist ja von Neis weggegangen. Er ist jetzt zu Abo und Berkeley gegangen. Ich habe gedacht, der geht zu Fox, laut meinen Quellen, aber in dem Fall ist er bei Berkeley gelandet. Auch spannend. Die haben geswitcht, hä? Ja, die haben ein bisschen gewechselt dort. YPC Boot, ich glaube, Nico, wir machen nächstes Mal, wenn wir allein sind, eine eigene Folge darüber, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Wir sind nicht mehr der einzige Schweizer Fischer-Podcast. Ja, Mann! Also ja, das Ja, Es Mann, habe ich gibt- jetzt nicht extra gesagt, ist einfach so rausgekommen. Es gibt noch einen anderen Schweizer Genau. Fischer-Podcast, finden wir mega cool. Ja. Dass, Paulson Talk genau. heisst der. Für die hören wollen. Hast du Ja. Feedback bekommen? Ich will Zu- kein Hate verbreiten, will ich Zu? nicht. Zum Podcast. Nein, aber ich habe mit dem Okay. Stefan selber geredet. Okay. Er hat mir gesagt, also dort an der Messe, der Schweizer Sportfischermesse, er hat gesagt, er findet uns ja mega cool. Eben, bei ihm ist genau der gleiche, oder bei ihm ist einfach der gleiche Gedanke gewesen, hey, wie wir auch gesagt haben, wenn wir da einfach am Schnurren sind, wieso Ja. nimmt man das nicht auf? Genau. Ich habe ein Feedback, ich habe mehrere Feedbacks bekommen allgemein, wo die Leute zu mir kommen und gesagt haben, hey, geil, hast du gehört dort diesen Podcast? Ich sage, ja. Also ich finde cool, ich glaube, ich bin ziemlich à jour. Ich müsste wieder mal reinschauen, ob neue Episoden rauskommen. Ich glaube, die neueste nicht gehört. 3 sind es, glaube ich. Ja, oder? könnte sein, ja. Und ich glaube, ich habe 3 gehört. Die letzte, glaube ich, mit dem Häs gewesen. Hey, Ja, die wow. habe ich in dem Fall nicht verpasst, ja. Genau, und ich finde ihn auch mega cool. Klar, am Anfang haben sie so ein bisschen Einsteigerschwierigkeiten gehabt, wie wir auch. Ja, logisch, Natürlich, also jeder. Ja, absolut. Aber sonst finde ich wirklich einen guten Podcast. Was mir auch aufgefallen ist, aber erst nachdem jemand mir das gesagt hat, er ist stückchenlastig. Ist mir in der ersten Episode nicht aufgefallen, aber so in der zweiten, vor allem dann auch mit dem Häs, ist ja irgendwo auch klar, aber dann habe ich mir gesagt, ja, die Linie zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Nicht gerade das klar, wenn Schleichwerbung. Ja, natürlich. Aber das natürlich. Ist das ja, ist wäre etwas, bei uns wo auch nicht wir- anders. Ja, nein, mal könnte bei uns auch anders Wenn sein. du auch Major Fish wärst, glaube ich nicht. Oder wenn ich auch Fish Nein, Explorer ich würde auf etwas anderes aus. Ich würde sagen, dass wir zwei das im Vorhinein abgemacht haben, dass wir gesagt haben, hey, es ist nicht Major Fish und es ist nicht irgendeine andere Ja. Firma dahinter. Klar, wir machen da auch Werbung, ist ja ganz klar. natürlich, klar. Die Plattform nutzen wir, aber es soll neutral Bericht sein. Absolut. Aber ich glaube, es würde bei uns auch anders aussehen, wenn wir beide bei der gleichen Marke wären. Das könnte Ich glaube sein, nicht, dass wir dann gesagt hätten, ja, wir nutzen es als öffentliche, neutrale Plattform. Also, aber, ja, nein, sonst, sorry, bin voll in die News gefallen. Kein Problem. Ich habe noch 2 News. Der HRH hat eine neue Homepage. Endlich, muss man sagen, an dieser Stelle. Die alte bist ja gar nicht schlag gekommen. Die neue ist jetzt endlich übersichtlicher und ein bisschen auf den neuesten Standard sein. Dann, ich weiss nicht, ob du das im letzten Podcast gesagt hast, Suzuki Fishing Games, wo Habe ich noch nicht geleakt. neues YouTube Angelturnier, wo Topis am Start ist. Genau, und Weißt du, das habe ich dir noch geschrieben, ich weiss nicht, wenn sie rauskommt. es ist Ende Februar. Das Ende ist Februar. richtig. Ich meine, es Ah, ist hä? Ende Februar. Erst? Nein, bist du sicher? Ja, und zwar... Das kommt erst im Februar Warte 26. jetzt, nein, Ende März, sorry, Ah, wir sind eben, schon im danke. März, ja, Ende Monat. Und es wird auf Roofmeister, oder Roofmeister, R-O-O-F Meister, im YouTube ausgestrahlt. Ist halt alles auf Holländisch, aber ich glaube, wir werden wohl einen Untertitel geben. Ja, und es ist scheißegal, der Robin ist dabei, man muss schauen. Ja, absolut. Und es sind noch ein paar andere dabei, also auch Mickey Chick fischt für BKK. Und ich habe letztens ein Foto gesehen von einem von, wo ist der? Sportex. Ja. Die haben einen Back to the Future ausgepackt, mit einem Foco Hila. Ich musste lachen. Ich bin sehr gespannt auf das Turnier. Ich werde es Ich sicher auch verfolgen. Wird sicher ein Thema sein bei uns im Ja, Podcast. bestimmt. Und vielleicht findet ja auch der Robin wieder mal
zu uns im Podcast, wer weiß. Jo. Das wäre es eigentlich gewesen mit meinen News. Also, dann mache ich kurz und knapp. Und zwar habe ich letzten Podcast die Previews von den Toppis angekündigt, in diesen 5 Farben. Ich habe dir gesagt, der kommt im Herbst. Ich weiß auch nicht, was mit dir geredet hat. Vielleicht bin ich noch jetzt nervös gewesen, so mit Nils. Der kommt in 1 bis 2 Monaten. Also mittlerweile sind es wahrscheinlich noch 1,5 bis 2 Monate, je nachdem, wie das Release-Datum genau geht und wie es nachmöglich mit der Produktion und. Von dem her könnt ihr euch freuen. Eigentlich passend auf die Hechtsaison oder vielleicht ein Mühe später. Aber, nein, warte jetzt. Ja, nein, so ziemlich, Ja, das Ziel ist einmal ziemlich auf die Hechtsaison. Ich hoffe, sie tun es nochmal so geil ankündigen wie der... Wie der Netschik. Nein, der Primus. Der Wobbler. Aha. Der haben sie ja richtig geil Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. getriggert. Ja, werden sie einen weg. Also ich werde die Bates sowieso jetzt schon bei mir im Shop aufnehmen. Ich habe noch kein, weil haben mir mal Samples geschickt, also Fotos geschickt, aber noch keine Samples. Aber ich werde die sicher auch bei mir im Shop aufnehmen, das ist klar. Das ist ja fix. 14 cm, geile Farbe, Mollet und vor allem dehnbar bis Level. Genau. Dann Fischen CH. Haben wir ja in der letzten Podcast-Episode diskutiert. Der Arno, der nickt schon. Der weiss auch, um was es geht. Hat Wellen geschlagen bis ins Tessin. He? Ja. Die haben, Ja, ich weiß nicht exakt, was passiert ist, aber etwas ist passiert. ja, Oder? es ist ziemlich vieles passiert. Also, es gibt einen Artikel von Inside Paradeplatz. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Das ist alles auf Hochdeutsch. Und zwar ist dort der Peter Schüppach. Das ist, es steht da gerade so ein bisschen Peter Schüppach verbrannte in Dotcom-Blase mit Miracle, Milliarden. Jetzt steht auch sein jüngstes Baby Swisscommerce still. Also, der hat schon mehrere Firmen oder schon mal eine Firma ins Trockene gefahren und jetzt ist die nächste Swisscommerce. Er ist aber auch der jetzt die Nischcom gegründet hat. Die Nischcom AG oder GmbH, bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch wieder so eine Holding, wo die Fischen CH darunter weiterläuft. Also der hat dort seine paar Schäfchen rausgenommen, die rentabel sind und lässt die unter dem neuen Brand Nischcom weiterlaufen. Und das Krasse finde ich, es sind alle Daten, alles drum und dran von allen Leuten einfach 1:1 übernommen worden. Und die Leute von Fischen CH wollten den Fischen CH auskaufen, haben sich wieder selbstständig gemacht. Die sind ja vorher selbstständig gewesen, haben dann immer mehr an die Swisscommerce AG abgegeben und haben dann schlussendlich, als die Swisscommerce Konkurs gegangen ist, das Ganze wieder zurückkaufen zu einem recht hohen Betrag, wo aber die Swisscommerce gesagt hat, nein, machen wir nicht. Die haben schon im Hintergedanken gehabt, dass die ihre Nischcom gründet und durch das, haben sie es nicht abgetreten. Mega schade. Die Jungs dort haben mega viel Herzblut reingestellt. Die haben vielleicht den Post vom Aschi, vom Geier und dem Peter gesehen. Ja, schade, ist tragisch. Haben wir letztes Mal schon diskutiert. Ich will eigentlich auch nicht mehr zu viel darüber verlieren. Bin gespannt. Ich glaub, der Großteil ist gegangen. Ja, also Pro-Staffs haben es keine mehr. Mitarbeiter haben es, wenn es mir recht ist, auch keine mehr. Von Fischen CH, vom ehemaligen Team. Also ich bin auch gespannt, wie die dann die ganze Beratung, Service, Garantie, wie die das abwickeln. Also von mir aus gesehen geht es dort nur noch um eins, und zwar um Kohle. Mehr nicht. Es ist kein Herzblut mehr dahinter. Und ja, ich glaube, es können viele nicht mehr mit Fischen CH etwas anfangen. Ja. Schade. Voll schade, Sehr ja. schade. Ich gehe euch sonst den Link von Inside Paradeplatz noch in die Shownotes rein. Muss ich mir nachher noch schön notieren, wenn der Oli den Übergang macht in die nächste Rubrik, weil von daher, ich wäre durch. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Rubrik und die heisst Thema. Jo, und da wären wir bei dir, Arno. Wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie bist du zum Fischen gekommen, wie bist du nachher zu deinem Shop gekommen und natürlich, du bist der Forellenkönig für mich, darum habe ich das so gesagt. Der Arno findet gar nicht, er erklärt uns nachher sicher warum und wir wollen mehr wissen über das Fischen im Tessin. Ich würde mal sagen, erzähl doch mal, wie bist du zum Fischen gekommen? Du hast vorhin schon gesagt, als Bub mit der kleinen UL-Route am Lago Maggiore, hat das schon von Anfang an so angefangen? Ja, ich bin von Tenero. So, ich wohnte 300 Meter vom Lago Maggiore und dort hat mich mein Vater gelernt.
we fischen. Und I guess it's because he wanted to stay home alone. So me and my brothers just on the Lago Maggiore Also für all during die, summer vacation. für all die das jetzt nicht verstanden haben, weil es Englisch war. Also, der Arno ist in Tenero aufgewachsen und sein Vater hat das Fischen gezeigt und Arno hat das Gefühl, der Vater hat es ihm gezeigt, weil er einfach allein hat wollen daheim sein und die Kinder einfach wegschicken. That's the main reason. Und dann bist du als kleiner Bub mit deinem Bruder an Lago Maggiore gelaufen. Wie? Oh, sorry? Du bist mit deinem Bruder zusammen mit Ja. einer Route an Lago Maggiore und hast du gewusst, wie fischen oder hat das jemand euch gezeigt? Ja, ein bisschen mein Vater mit Spinner und so weiter. Und dann haben wir einfach versucht, ein bisschen zu fischen. Wir hatten schon am Fernsehen also Programme über Fischen geschaut. Und wir haben versucht, das Gleiche zu machen. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und so, also, wenn wir Kinder waren, wir fischen viel auf Barsche und vielleicht auch Alborelle, wie sagt man, die kleine Fische, Baitfisch. Und Ja. auch auf Ja, sorry, ja, erzähl weiter. Agoni auch. Ja, jetzt muss Kennst ich... du Agoni? Nicht? Warte, Sind wir, das musst du suchen. Es gibt nur in Lago Maggiore, ein bisschen in Lugano und ein bisschen in Como. Vera, vedi quasi älter. No. Meine Freundin ist back home. So, Hoi Vera. Hallo Vera, komm, zeig dich. jeni. Ciao. Ciao. Hallo. Ja, es ist für mich jetzt ziemlich schwierig, Deutsch zu sprechen mit Vera. No, resta. Ja, schick sie wieder weg, nicht, dass sie dir die Show stiehlt. Hai capito? Di andare via che sennò mi rubi lo show. Porco! Aber schon als Kinder für uns war, wir versuchen echt zu fangen. Aber wie ich früher gesagt habe, weißt du, mit einer kleinen Forellenrute war nicht so einfach mit der Nylonschnur und so weiter. Aber es ist schon möglich, das soll ich sagen. Und dann, wir hatten auch ein kleines Bach, vielleicht 10 Meter von meinem Haus. Und wir haben dort so viel Zeit gefischt. Ich glaube, ich kenne jede Stein von diesem Bach. Und weißt, hinter welchem Stein die großen Forellen sind. Ja, also große. Es war wirklich klein Bach, aber ja, so mit 30 Zentimeter Forelle war man schon froh. Ja, sehr schön, sehr schön. Sorry, I have to switch to English because easy. I can't Don't worry. tell you. Don't worry. We can translate it. Oli will do this. Nice. Nein, der Nico macht das. Yeah. Then after that, so I grow up like fishing a little bit the lake and the river around home. A little bit also the mountain lakes. And then I stopped a little bit when I was at the university. Normal. Don't know why, but maybe some other interest came in. Girls. And then when I came back to Ticino, I began once more to fish, even more than before. And from there, I was like, for me, fishing is something I have to do alone. For me, the ideal day of fishing is me alone on the water. I can choose when and where to fish. So if I don't want to fish behind this rock in the first 2 hours, I can wait and not be afraid to another fisherman coming and fish there. Yeah. So now you know why your father shows you the fishing.
Yeah, probably, yeah. Also vielleicht geschehen für all die, wo's, ich tue es geschehen übersetzen, ich hoffe, es ist okay. Ja. Er hat angefangen, genau. Und ist dann, er hat angefangen zu fischen eben in Tenero und ist dann nachher immer mehr an die grösseren Seen gegangen, an die grösseren Gewässer, unter anderem auch ein bisschen an die Flüsse und vor allem auch ein bisschen an die Bergseen. Hat dann wieder ein bisschen aufgehört, wo er an die University ist, wo er ist studieren oder Universität. Ja. Und wo er dann aber wieder retour gekommen ist, hat er wieder einiges mehr als vorher gefischt und er geht am liebsten eigentlich auch alleine ans Gewässer. Also er ist nicht einer, der in Begleitung geht, einfach so, dass er kann sagen, hey, weißt du, also wenn ich den Stein nicht will befischen, dann kann ich einfach weiterziehen, kann ich 2 Stunden wieder retour kommen und kann dann immer noch den Stein befischen, ohne dass da irgendwie ein anderer den Stein oder einfach der Fisch dahinter genervt hat oder was auch immer. Which university was? Fribourg. Fribourg. Oh. Darum kann er doch Französisch. Ja. Ah, okay. Ja, gut. Multitalent in der Sprache in dem Fall. Ja. Außer Deutsch. Deutsch kann er dann wieder nicht. Ja, Deutsch kann er. Er hat ja recht viel auf Deutsch geredet. Voll. No, with the German, the problem is I don't speak that much German in my daily business, so it's kind of tough. Okay. To remember everything. Probably in 2 or 3 beer I can speak also Portuguese and something else. But Yeah, and we can talk in Italian and French perfect. and everything. Yeah. yeah, and then yes, I began to share a little bit my fishing experience on the social media. At the time, was not a lot of people doing this. Mhm. So but the less people that I followed that were doing this, I find it really, really cool to see and interesting to me also. And I try to make a little bit the same. And other thing very, very important to me when I'm fishing, it's to having fun. So I'm not a freak that I have to focus on something to get the big fish at every cost and so on. Don't laugh, you. He is a liar. Behind every man is a strong wife. Ja. Und das verbrauche ich gerade als Free. No, but for real, I'm not always fishing for big fish. I just need to enjoy the fishing, the fact that I can cut a little bit of day of work, and it's really important to me. Yeah. And maybe it's because I'm alone fishing that I need to share it on social media. Okay. If not, no one will believe that I get fish. First one not believing it's Vera. Yeah, I And know. then she's thinking I'm just around doing strange stuff. Huh? You go to another crowd. Yeah. Yeah, I know. Und wer im Intro gut zugelassen hat, dort fragt Vera, Arno, wo bist du heute? Und nein, wo bist du morgen? Sagt er, morgen gehe ich fischen. Und so ist er, oder? Yeah. So no, I have to say I'm really lucky because I can go fishing pretty well when I want to. So Vera is kind of a strong and independent woman. She has stuff to do. So if I am away, it's not a big deal for her, and that's it. So when I have free time, I can also go fishing without I have not to care and Explain why. explain why. Yeah. And, Okay, that's Yeah. cool. Yeah. Maybe I bring you in a bad situation. Mhm. Are you married? No. Hast du gesehen, wie Not schnell? with Yeah, that was really fast. Vera, you want to talk something about it? Puoi dire qualcosa sul fatto che siamo sposati o no? About what? About the fact that we are not married. Yeah. Are you waiting or?
Not really, no. Okay. Yeah. So No. my chance to bring you in a bad situation is over. I'm sorry. No. I am waiting. Okay. Yeah, that's also. That's for a couple. We work together. Everybody is working 100%, so it's not a good idea to Yeah. be married. It's expensive. It's expensive. Yes. Yeah. So Yeah. Yeah. We both know Happy. what you talk about. You're married. Yes. But not nice. not together. Okay. So no. We both had a wife. Everything. Just easy. So the traditional way, right? Yeah. Of course. Gut, ich würde sagen, kommen wir wieder zurück Ja. zum Fischen. Okay. Yeah. Back to fishing. Du hast ja vorhin sorry erzählt, for that. du hast dann angefangen, wo du allein warst, go fischen, die Fische auf Social Media zu posten. Eben weil du allein warst, hast du das vielleicht müssen dort aufladen, dass die Leute das sehen. Wie bist du dann ins Team Stucki gekommen? Oder wie ist da eine Kooperation entstanden? So, it was like I began to publish stuff on social media, and I saw on Facebook at the time Stucki was also publishing some stuff. I just asked if they interested in a collaboration, and they were interested. So for me, it was super nice to be with them. It's a really nice team, nice people, and they welcomed me in a really good way, and that's how it began. And for me, it was also a good excuse to try some new lures. Also, I was not fishing a lot of Stucki stuff till this moment, and it turned out it was for me a good decision, because I find the most of the Stucki lures good in our water, at least. And so it was. And then at the beginning it was a little bit different, because it was with Glardon Stucki, so it was also with other companies like Savage Gear and so on. Tiemco also. Yeah. And then it turned out they just had a Stucki team. Now it's a little bit over, so the Stucki team is no more there. So everyone is the collaborations go on, but it's a little bit different. So we don't have right now a pro staff, a pro team. Ja, okay. Also es ist eine Frage, habt ihr ja gehört von Molly. Und er ist eigentlich über Facebook auf Stucki gekommen, wo er eigentlich mit seiner Social Media Karriere, wenn man so kann sagen, angefangen hat. Er hat sich dann dort gemulden und ja, das Team ist mega cool, es hat dann geklappt und ist für ihn natürlich auch ein Benefit gewesen, weil er dann auch andere Köder können ausprobieren, als er eigentlich schon kennt hat, also die ganzen Glardo Stucki Köder. Ja, es ist auch weiterhin noch ein Collab zwischen ihnen. Es hat sich halt ein bisschen etwas geändert, das ist klar mit der Zeit, aber es ist eigentlich immer noch eine Collaboration, also immer noch Zusammenarbeit zwischen ihm und Stucki. Hast du noch eine Frage zu Stucki? Nein. Dann, Ja, doch. habe ich gedacht. Was ist dein Lieblingsköder von Stucki? I'm two, so probably the Snare and the Vagabond. They're the two lures that I like the Der most. Snare. Mhm. Das ist der Wobbler. Ah, Der okay. grösser. Und der Vagabond ist? Ist der, ich weiß nicht, ist das Also- der kleiner, oder? Yeah, this is the Vagabond, Ah, so okay. 10 centimeters, Ja. and then the Snare is like 13 centimeters, Ah, okay. and it's like a lure I use for almost every fish: trout, sometimes sander, sometimes pikes. Okay. So it's something I always have with me. Okay. Ja, Arno, dann ist es noch weitergegangen in deinem Leben. Du hast einen Shop gegründet, einen Online-Shop, Ticino Pesca. Wie ist es zu dem gekommen? So it's like we had like
I had the chance that I had kind of active follower. We wrote about a lot with people, with fishermen around Ticino, and there was a lot of question about which lure you use and which rod and so on. So with a couple of friends, we decided maybe we could bring our own shop to just to put to give the people the chance to see directly what we are using. So the idea behind the shop, we are selling what we use and what we think it's good for our water. And during the time we find out some more company, also handmade lures that work really good in our waters, and we try just to have it with us and to let the people try also other kind of lure. For me as a fisherman, I think it's something interesting for the other fishermen. So I'm learning always a lot from other fishermen. I talk a lot about new lures, new kind of fishing, and sometimes I try, and if it works, we put it on the shop. Okay. Also, der Shop ist eigentlich so entstanden, dass eigentlich den Leuten weitergeben wollten, was sie gut finden, beziehungsweise nur die Produkte schaffen sie auch in ihrem Shop, so dass sie können sagen, der Köder oder die Route, da können sie dahinter stehen, das ist auch getestet und alles. Und sie haben auch das Sortiment können erweitern, sie haben auch Handmade Baits bei sich im Shop. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen der Benefit, den sie auch weitergeben wollen. Ja, nebst dem habt ihr Molix im Shop. Wie heisst das, von Tony Power, das ist einer der berühmtesten YouTuber. Big One, oder? Ist einer der berühmtesten YouTuber, ist der Tony Power von Italien, kann man so sagen. Der jetzt auch eine Marke gegründet hat, das ist auch bei euch im Shop. Also, ihr habt das Sortiment sehr gross gemacht, eh? We are not that big, but we are bigger than 2 years ago. So we have also we are the only one selling morpho fishing, so the stuff from the French guy who is really good stuff for fishing. Urban Fishing Lure from Rome is also I don't know if it's famous in German part of Switzerland. He was like someone fishing for some Sky program in Italy. So it's also a really good company, and it's all handmade, so wobbler and long jerk and so on. And we are just trying to give a little bit of visibility of this kind of products. And at the same time, we try to also sell what we think is good from the biggest company, like Daiwa, Molix, Stuki also, and so on. So that's the idea behind the shop. Ich kann jetzt alles übersetzen. Das merkst du nicht. Ich kenn die Brands nicht alle. Aber sie haben diverse Brands bei sich und natürlich auch vieles von den grossen. Aber die kleinen, die es einfach ein bisschen transparent sein, ein bisschen aufzeigen, dass die auch noch gibt und dass die auch verfügbar sind und dass die halt auch laufen. Die Marke habe ich jetzt nicht gekannt, die er gesagt hat, die von Rom. What's the name of the brand? From Urban Fishing Lures. Urban Fishing Lures. Ja. Okay. Habe ich noch nie gehört, aber die gibt es auch, die läuft im Tessin relativ gut in dem Fall. In der Deutschschweiz, ich wüsste niemand, der die hat. Fishermen, not much. No, I don't know where, also I never heard about. It's something really good on mountain lakes, on Namaikus. Yeah. And so it's something usually fishermen who really go for Namaikus have to try. Okay, gut, alle die es nicht verstanden haben, das ist der Köder für Namaikas. Für jeden, der einen Namaikas fangen will, schaut vorbei beim Ticino Pesca. Dort werdet ihr den Köder finden. Was ist so der meistverkaufte Köder? Was kaufen Sie noch besonders gern? In this moment, we sell a lot of morpho fishing spoons.
Yeah. So the one we get from Mathieu. Yeah. Mathieu from France. From French. For the rest, urban fishing lure is going good. Smith, D-Contact. Yeah, that's the bait Also- everyone tell about or talk Yeah. about. Yeah. Yeah. D-Contact. It's really an all-rounder, so you can use it in the river, in the lakes. Ja. Really. Habe ich a noch good nie lure. gefischt. Ich kann nicht. Kind of difficult, especially on the biggest size. So the 110 is pretty heavy, and it falls really like a rock. Ja. So it's you have to try it and understand a little bit how to use it, but it's really nice nice lure. Okay. Gibt es irgendwelche Trends oder neue Entwicklungen, wo du im Fischen kannst feststellen in der Szene, also oder von den Ködern her oder? We are following a little bit the trends. Like in the last year, it was a big thing, especially in Italy, trout area. I don't know if it, And from there, we began to fish a little bit more like with small spoons, and it's very effective. I mean, also the Chervin from Stucki, for example, it's I guess a result of the trout area movement. Right now, I'm trying to figure out what spin fly is. So I will try a little bit. So to explain for who's don't know what spin fly is, it's basically fly fishing with spinning rod. Ja. Ah, spannend. And with yeah, Chris? Doch, schon. Ah, okay. Sorry. and they do like streamer, also dry fly that you can cast with a light spin rod. And I think maybe not everything, but something good from there will come to us also. I have to try. I have a lot of lures to try at home, and this season I will try a little bit. Ich habe auch angefangen, ja, so Streamer binden. Und habe auch schon die einen oder anderen Erfolg gehabt damit. Doch, tatsächlich, auf Hecht natürlich. Wird jetzt aber auch für den Samstag probieren, wenn es mir zeitlich lange dann einen Streamer zu binden für die UL-Route. Bin mega gespannt. Werde ich verschiedene Gewichter mal machen. Mal ein bisschen mit Play, ein bisschen ohne Play, einfach mal schauen, wie verhält es sich, wenn er nass ist, wenn er nicht nass ist, zum Ausrühren und. Aber ich könnte mir noch gut vorstellen, mit so Streamer an der Spinroute für Forellen schätze ich hohe Chancen ein. So, because also with, also I think it's working really well. It's fishing trout on the river with small nymph. And it's something you can do also with spin fly. Ja. So probably it's worth to give a try. Für mich ist Forellenfischen immer so, dass ich mit der Flügerroute gegangen bin. In die Bäche rein. Das ist so, ja, darum so mit Nymphen, Trockenflügen, leichter Streamer. Arno, und ich glaube, da wollen alle wissen, wie ich gesagt habe, du bist der Forellenkönig. Nein, du hast schon einige grosse Forellen, Gigante, hast du schon gefangen. Man kann es, wer nicht am Arno auf Insta folgt, unbedingt mal schnell auf seinen Insta-Kanal schauen. Man hat wirklich ein paar richtige Trümmer gefangen. Gibt es wichtige Tipps, die du kannst mitgeben, wie jetzt ein Anfänger wie der Nico? Was ist dein wichtigster Tipp für jemanden, der mal seine erste Forelle fangen will? Bienenmaden. Your time. So just to go relax on the river or on the lake. You already know there is some bait. It's mostly made for big trouts, so like big spoons, big wobbler, and so on. And just try. So you just have to wait the moment you got your first nice trout, and then it's done. So you just have to trust your lures. Okay. In my case, first fish was I decided to try to go get a big trout on the Ticino River. So I took like 5 days during rainy season, if we can say.
And after 4 days, I got a 50 centimeters trout. And it was like at this moment, I really decided to go more fishing, almost only fishing with artificial lures. Because it was like, at the beginning, you don't believe it's possible. But when you got your first, then you know you can have a second. And you understand a little bit how to move your lures and when to go, what times, and so on. But you really need time. And most important, you really have to choose, because I guess almost every lure, every bigger lure, it could work. So soft lures, spinners, spoons, wobbler. You just have to choose one, the one you like the most, and really try to understand the way you can move it. There is so many ways you can use a single lure. Yeah, that's right. Grundsätzlich braucht man einfach Geduld, man braucht Zeit, man braucht Vertrauen in den Köder. Und so kann man es eigentlich dann schlussendlich auch meistern. Er hat auch schon 4-5 Tage lang für eine grosse Forelle gefischt, hat sie dann schlussendlich auch verwünscht, aber es braucht einfach Zeit. Er ist durch Regen, Sturm und alles gegangen. Die grösste Forelle, die ich gefangen habe, im Fall, einfach so als Anfänger, ist auf ein Stückchen braun Spinner, Grösse 2, silbrig mit dem roten Blättchen, und zwar eine 50er Forelle aus der Reuss. Einfach so stabil. Einfach so, by the way. Der Forellenkönig. Ist aber etwa die letzte Forelle, die ich in der Reuss gefangen habe. Glaub. Wir haben es ja gerade von den Anfängern, so wie ich. Was für Köder oder Techniken funktionieren sicher, um eine Forelle zu fangen? I would say every kind of lure. As I said, when I began I really wanted to fish with spoons. I just made a season almost only fishing with spoons, and that's the way. I mean, you just have to try it and try it. In my opinion, probably the most effective one is the black minnow, the soft lure. It's a lure you can use everywhere. Yeah, and it's almost always working. No, the black minnow is really a nice lure. Yeah. I don't know if it's something you use a lot in the German part of Switzerland. In here is something really good for, I don't know, perch, pikes, sander, trouts. All around. Everything. Ja. Yeah. Okay. Ja, also grundsätzlich einfach dranbleiben, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Und für ihn ist ganz klar der Black Minnow von der Firma Fisch. Genau, der Köder, wo man eigentlich am einfachsten kann führen und wahrscheinlich auch am sichersten irgendwo eine Forelle fängt. Ist das sogar nebst der Bienenmadden? Also für mich ist Bienenmadden der Köder. So, the main difference to me between the natural, the worm and it's that you decide how to move it, the color, where you're fishing. Yeah. With the worms and so on, it's probably the best way to get a fish. But it's kind of a way you just throw your line and not always but basically you wait till the fish see the köder and he will get it because and it's the way you choose how to fish. Yeah. So I don't know. I was fishing with worms and so on for years. Now I don't do it anymore. It's something. I mean, if someone is fishing with worms and so on, for me it's not a problem. But for me, it's not so. I'm not so motivated to do so.
Yeah. And in my opinion, it's not all. Sometimes like soft lures or wobber are even better than the natural köder. Oh, okay. It depends a little bit. Ja. But since I'm like someone who is annoying himself pretty fast, I'm no more capable to wait. So I have to do something when I'm fishing. Yeah, I know what you mean. I know what you mean. Yeah. Um auf deine Frage von vorhin zu gehen, eine Firma Fisch gibt es bei uns ja im Verkauf, aber ich glaube, bekannt da unter der, Ist sie nicht. wie sagt Also. man, deutsch sprechender Schweiz ist es nicht bekannt. Nein. Du siehst sie in gewissen Shops, aber sehr selten. Ja. Geschwind zum Übersetzen, eben, ich habe ja gefragt, ob der sogar der Black, wie heißt Black Minnow, Black Minnow. ob der sogar noch besser ist als Forelle. Also das Mädchen. Als ein Madde. Schlussendlich, klar, Naturköder, die fangen grundsätzlich mehr, jedoch hebt sich zum Teil sogar auch die Stange, je nach Gewässer, je nach Art, und es ist halt auch ganz klar eine Frage, wie du fischen willst. Ob du willst, einfach dort sein, Posen rausrühren und warten oder auf Grund setzen und warten, oder ob du ein aktiver Fischer bist, ein Spinfischer, und halt auch den Platz willst wechseln und Bewegung willst haben und. Das ist echt so die Quintessenz daraus. Spielt eine Jahreszeit, das Wetter beim Fangen von einer kapitalen Forelle eine grosse Rolle? I think yes. So the moon, the weather, the moment of the season, it's really, really important. Then, since I'm working as everyone in this world, I can't really choose when I can go fishing. So I don't make a big deal with this kind of stuff. I know if I go at the beginning of the season on mountain lake, I will get more chance to get a big fish. But you never know. Maybe in the middle of the summer in some lake 2,000 meter high, you can also get a big one, and you're not expecting this. But yes, it has an impact. I know there is fishermen who really go fishing only when the conditions are the right ones. Yeah. Also ja, wie es die meisten denken können, es spielt eine Rolle. Es ist natürlich auch die Frage, was haben wir für eine Jahreszeit, und je nachdem, er geht halt auch, der Arno, meistens oder Eröffnungen an die Bergseen und nicht gerade im Sommer, aber je nachdem kann es natürlich gut möglich sein, wenn du auf 2000 Meter oben bist, dass du dort einen Kapitali kannst im Sommer überlisten, selbstverständlich. Er kennt auch Fischer, die explizit aufs Wetter schauen und einfach nur dann gehen, wenn die Bedingungen gut sind, damit sie auch wirklich eine grosse Trout holen können. Ich hätte noch 2 Fragen an Arno. Ich weiss nicht, wie es du siehst, zeittechnisch. Hau rein. Ja, Zeit Arno, genug. Ich weiss ja, dass du ganz ein verrückter Vogel bist. Du gehst nämlich im tiefen Winter, wenn es richtig fett Schnee hat, und das ist ungelogen im Intro, läuft er auf am Bergsee, wo er sein Häuschen hat, und geht dort fischen. Wie kommt man dazu? It's not in winter. It's at the beginning of the summer season. Ja, but there das is. Aber a lot of snow. Es hat doch viel Schnee. Ja. I have this little hut up in the mountain. I really wanted to stay there last year when I go up at the beginning of June, and so I was sure to stay there and sleep there. But it was under like 3 meters of snow, so it was not possible. I just fished around the day and then go back home. Yeah. But yes, so this kind of condition for me are. I'm so happy when I'm at the lake in the mountain with the snow, nobody around. For me, it's the perfect kind of fishing. Even if I get no fish, I'm just happy. Und ist es nicht ein bisschen gefährlich? Oh, no, I don't think so. So it's dangerous if you walk up in the afternoon. Yep. So when maybe some avalanche coming down and so on. But in the morning it's kind of easy. Also er hat eigentlich ein paar Tage dort stehen, dort sein, im Hütli. Hat sich eigentlich da schon fest darauf gefreut im Juni.
Aber als er halt die 3 Meter Schnee gesehen hat, hat er einfach untertags gefischt und ist dann nachher wieder retour gegangen. Und ja, ob das gefährlich ist, solange du nicht am Abend runterlaufst, wegen der Lawine, sage ich es eigentlich weniger ein Problem, weil dann hast du auch immer Leute, die du siehst und wirst allenfalls noch gefunden, falls du dich irgendwo verlaufst. Letzte Frage von uns, bevor wir zu den Community-Fragen gehen. Je nachdem, welche das stellst, ja. Okay. Arno, was sind deine Pläne für die Zukunft? Good question. Heiraten ist es nicht. Not yet. No, for fishing, I have a couple of trips on my list. I will go salmon fishing, but it will be in like 1 year in Patagonia. Schön. And I will go back for char fishing in Canada in 2 years. So they're my 2 main goals. For the rest, I really want to find a little bit more time to fish in the mountain lakes. I didn't do it a lot in the last 2 years, but I like it so much and I really want to do it. About the shop, I guess it's more like we go on. If the people find it interesting and want to support us, we go on. If not, we don't do it. But it's like, so for me and for the friends working at it, it's just kind of something who makes us happy. So it's not easy to explain, but it's something like sharing your experience and maybe show something new at someone who is maybe beginning to fish. And I find it really, really interesting. Also wird eigentlich in einem Jahr nach, was ist zuerst Patagonien. Nach Patagonien, genau, und in 2 Jahren nach Kanada. Und das sind so ein bisschen seine Hauptaugenmerke, die er gelegt hat. Und sonst eigentlich mehr Zeit bei sich zu verbringen mit Fischen. Das hat mich eigentlich erstaunt, dass er nicht gesagt hat mit der Vera. Aber ist okay, muss jeder selber wissen. Heiraten ist ja kein Thema. Nein, er will eigentlich mehr Zeit in seinen eigenen Gewässern ein bisschen verbringen und dort mehr den Leuten eigentlich zeigen, wie man fischt, was ist möglich, wie geht es und halt auch Leute dazu begeistern zum Fischen. Ja. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Du bist auch das erste Mal mit dem Shop Ticino Pesca und anderen Tessiner Shops, muss ich jetzt so sagen, an der Schweizer Sportfischermesse. Wie ist sie angekommen bei euch? It's a pretty high level of expo. I mean, a lot of interesting stuff. Gatesy and Ralph did a great work with everyone. So it's also easy to get there. So we talked with him. It was easy to set up everything. And also the mood was really good. So a lot of interesting people, a lot of young people also, really interested on what's going on. I went to a couple of events in Italy. I think in Spreitenbach was better than in the couple of expo I went to Italy. So okay, wow. Yeah. I can't tell something bad about this experience. Maybe in 2 hours or 3 you have seen everything, but we are in Switzerland. You can't imagine to have a really big event. Mm-hmm. I don't think it will go on for years if you try to get too big, but a little bit bigger maybe. Ja, er hat die Messe relativ gut gefunden, vor allem auch was die 2 Herren, der Gesi und der Ralf, beigestellt haben. Er ist doch auch schon ein paar Mal noch in Italien auf der Messe gewesen und das kannst du nicht mit der Schweiz vergleichen. Also es ist ein anderes Level. Was halt einfach schade ist, bist in 2-3 Stunden durchgelaufen, was halt aber auch, ich sage jetzt mal, der Grösse von der Schweiz zu verschulden ist, weil die Schweiz ein klein ist und du kannst dort nicht einfach eine 6-fach Turnhalle füllen oder etwas oder 2-mal eine 3-fach Turnhalle, so wie es im Ausland kannst machen. Meine Frage noch. Mhm. Ich habe ja doch schon ein paar Videos vom Oli geschaut. Und der Oli war ja auch schon im Tessin unterwegs gewesen.
Was würdest du am Oli raten, wie, wann und wo er die grösste Forelle kann fangen, die er bis jetzt gefangen hat? Weil bis jetzt hat er ja immer nur die kleinen in den Videos gehabt. I guess the place he's fishing are good. It's definitely a place where you can get also really nice fish. It's just a question of time, I guess. Okay, ich habe jetzt gedacht, dass du sagst, es ist eine Frage vom Angler, aber es ist okay. Nein. Es ist wirklich, glaube ich, dein Bait muss im richtigen Moment, zur richtigen Zeit am Ort sein. Der Arno hat es bestätigt, ich fische am richtigen Ort, auch weil ich dank ihnen mitgehen und gesehen, ich glaube, es ist, momentan sind es noch die Kleinen, aber irgendwann weiss ich auch, laufst du dran an und du fängst die gross. Sometime in some lake I know the best. I know I'm fishing for 4 or 5 hours. You can spot no fish, but you know there is some in there. And maybe after 6 hours you get one. Yeah. But most of the fishermen just try 1 hour, 2 hours, and then they give up. And it's normal also. I mean, you have to be a little bit sick to stay there. Ja, kann ich verstehen. Gut, das wäre es schon gewesen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Community-Fragen. Genau. Wir haben eine Umfrage gemacht auf Instagram. Was wollen wir vom Arno wissen? Wir haben da einige Fragen bekommen. Ich würde sagen, willst du mit der ersten starten, Nico? Ich habe jetzt die Fragen mal geschwind angeschaut und mir ist eine vor allem recht rausgestochen. Und zwar... Aber nein, ist okay, ich bringe mal die erste. Ich würde... Die du meinst, ist die vom Gamenis, die bringen wir zum Schluss nicht. Okay. Nein. Gut, dann bring sie. Soll ich sie bringen? Ja. Ist es normal, dass man die Forelle lebendig in einen Sack wirft nach dem Fang im Tessin? In the water. Ist das normal, dass man die Forellen lebendig in einen Sack wirft nach dem Fang im Tessin? Ist vom Fischon Linus. I mean, it's illegal. If you mean in a bag in your backpack, it's kind of illegal. Yeah. But it's legal to keep it in in the net in the water. In the water, ja. Zum And Halten. that's because maybe people are staying for 2 or more days. They just keep the fish alive. Not something I really like, but yeah. Ja, okay. That's Linus, hast denn du da etwas beobachtet? Ja, das würde mich auch wundern, ja. Ich finde immer so, also wenn wir etwas sehen, wo nicht den Normen entspricht oder wo nicht legal ist, bitte sprechen die Leute unbedingt an und machen sie darauf aufmerksam, dass mit dem Fisch nicht richtig umgegangen Absolut. wird. Gut, das wird wahrscheinlich auch gemacht, so wie ich ihn kenne. Aber ist spannend. Nimmt mich also auch Wunder, Linus. Wäre noch cool, wenn du da ein bisschen mehr Infos könntest geben. Was der Lieblingsköder ist für Forellen, das hat der Arno vorhin beantwortet. Wie führst du einen Spoon, ist die Frage. Sorry? Wie? Wie führst du einen Spoon? Okay. It depends. So, if I want to stay really close to the bottom, I just give some twitch, and I stay on the bottom. Usually, normal way of fishing with a spoon, it's like retrieving regular, and every 5 to 10 seconds I give 2 twitch. Ja. 2 or 3 twitch. For brown trout, Bachforelle, works really good. Maybe for rainbows, it's better if you go straight. Ja. For Namaikus, you never know. Die machen was wollen. Okay. Also für Bachforellen ist es eigentlich relativ simpel. Rausrühren und dann immer schön kurbeln und all 2-3 Umdrehungen, oder wie viel? 5 seconds, and then you... Okay, 5-6 Umdrehungen, geschwind 2-3 Twitches geben, dass der Köder wieder animiert wird. Und das ist eigentlich relativ effektiv für Bachforellen. Für die Regenbogenforellen hat Arno die Erfahrung gemacht, dass einfach rausrühren und eigentlich das gleichmäßige Einkurbeln das effektivste ist. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, du bleibst mit dem Spoon am Boden und du nur über den Boden nie twitchen. Oh wow, okay. Especially for Namaikus in some lakes. But you have a little bit to know if the bottom, if rocky or ja, genau. Also lässt relativ viel den Köder liegen, oder? Also reissest ab, ne? It's
kind of dangerous. Yeah. But you try just to stay like 20 meters from the bottom, just twitch a little bit and let it fall. Okay. A little bit like jigging. Okay. Also für Namen kannst du einfach wirklich rausrühren, sinken lassen und dann eigentlich wie reinchicken, sozusagen. Einfach 2-3 Schläge geben, dann wieder absinken lassen. Und wenn möglich halt ein bisschen oberhalb vom Grund, wenn das geht. Wenn man das Gewässer nicht gut kennt, lässt man halt etwa die mal einen Spoon liegen, weil man halt den Boden auch nicht kennt und dementsprechend auch anhängt und abreißt. Willst du noch die letzte eine Frage noch von Mr. Wiki stellen? Ja, mache ich. Jetzt bin ich gerade wieder rausgefallen. Kannst du mir das Handy geben? Wie viel fischst du auf Forellen mit Wobbler? In the past 2 years, a lot. Wie viel? No, how many? How often? How many? Yeah. So the fact is, when you fish with wobbler a lot, you know you can also get smaller fish. So it's not at the beginning you maybe are a little bit afraid you will not see any fish because of the size of the lure and so on. But it's kind of false. Sometimes you just have maybe also more fish with wobbler than with smaller lures, because sometimes they just want to have something big to eat, and they react also on an aggressive way of retrieving the lures. So to me, it's kind of the way I usually go fishing for trouts. Then I try to switch a little bit to spoons and other stuff, but mainly I go with wobblers. Okay, also hauptsächlich geht er mit Wobbler, vor allem in den letzten 2 Jahren sehr viel mit Wobbler fischen. Und was halt auch beim Wobbler ist, du kannst von der Grösse her, wenn du einen kleineren Wobbler hast, kannst du alles haben. Und wenn du halt einen grossen hast, dann siehst du aber selten Nachläufer, aber dafür kommen, wenn es wollen, dann halt auch die grossen. Du fischst alles, Arno, mit dem 10 cm hauptsächlich. Das ist der kleinste. Oder gehst du auch kleiner? No. Yeah, with the Smith D contact, I like really much the 72 and the 85. Yeah. They're really good size, but it's also a kind of wobbler you can fish a little bit closer to the bottom, so it's a bit different. When I fish on the highest part of the water, yes, it's usually 10 or more. Ja, okay. Ja. Also eigentlich, wenn du am Grund zu bist, eher ein bisschen so die kleineren, so 7,5, 8,5 cm. Gerade von Smith, der D-Contact, der 72er und der 86er, hast du gesagt, gell? 85. Ja. 85er, okay. Und je höher du die Wasseroberfläche kommst, also je weiter rauf du kommst, kannst du 10 cm oder auch drauf, also auch 14 cm gehen. It's not like a rule. It's the way Ja. fish. Yeah. alle Fragen sind, wie fischst du? Nicht was die Regeln oder was ist, sondern wie fischst du und wie hast du die besten Erfahrungen gemacht? Das ist so. Ja. Genau. Dann haben wir noch die letzte Community-Frage, und zwar von einem guten Freund von dir, von Ronny Kamenisch. Aha. Er will wissen, warum du lieber in Afrika gehst fischen, als in Spreidenbach aufstellen. Easy question. It's fishing. No. I really wanted to stay in Spreitenbach to prepare everything, but sadly I already booked a trip to Gabon and I had to fish. Sehr cool. Ja gut, dann kommen wir in die letzte Rubrik, die müssen wir spielen, weil sonst gibt es Ärger von der Community. Genau. Und das ist entweder oder. Nice. Jingle ist durch. Wir haben mal einen ganzen Jingle nicht gesagt, Oli. Ja, ich meine, wenn wir jetzt da aufnehmen, das ist 11:45 am Abend. 6, 7, 8 Fragen. Oli, wie viele Fragen hast du vorbereitet? Hey, ich habe mega vorbereitet, muss ich ja gerade sagen, an der Stelle, ich darf nicht motzen. Also, du darfst einfach eine gerne rausnehmen. Ich wollte einfach mit der ersten anfangen. Also fang an. Arno, wir spielen entweder oder. Kennst du das Spiel? Vorstellen, was das ist. Okay. Ich stelle dir eine Frage und du musst dich für eins von diesen beiden entscheiden. Ein geheimer Spot, an dem du immer fängst,
preisgeben, also jemandem erzählen, wo der ist, oder unbegrenzt immer Fisch fangen? Einen geheimen Spot preisgeben. Also einen geheimen Spot verraten. So, if I get it right, it's not to tell where the spot is, No, right? no, it's no. You Sorry for that. Ja, du auf Englisch, ja. The first choice is you tell everyone a secret spot, or you fish, or you catch all the time just big fish. Okay. So that's right. Okay. Sicher. Also lieber immer Fisch fangen. Ja. Okay, ich habe eine. Das ist die dritte drauf, gell, einfach so. Gut. Lieber ein Jahr ohne Fischen oder ein Jahr ohne Handy? Ohne Handy, besser. Ein Jahr ohne Handy? Ja, Ohne Social Media nichts? Kein Problem. Okay. Lieber mit einem Freund go fischen oder mit der Vera? Mit der Wärme. Muss ja sagen. Okay. Weil sie nicht fischt, so. Okay. Ist wie alleine, hä? Also, immer mit deutschsprachigen Anglern fischen oder nie wieder fischen? Nein, mit den deutschsprachigen Freunden immer wieder. Okay. Machen wir die letzte Frage. Lieber ein Angelturnier in Deutschland oder in Italien gewinnen? Italien. Italien. Ja. Wieso? Weil ich kenne keine Turnier in Deutschland. Ja, schon alle. Okay. Sehr gut. Ja. Dann wären wir bereits... Ja, ich habe noch eine Frage, bevor wir dort kommen. Und zwar haben wir die vorher nicht gestellt. Ich habe sie bewusst nicht gestellt, weil ich die für den Schluss aufbewahren. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar, ja, die hast du eigentlich notiert. Arno, wo können unsere Zuhörer mehr über dich und deinen Shop erfahren? Beziehungsweise, wo findet man dich? Wie findet man dich? Ja, ich sage jetzt einmal, mach Werbung. No, the easiest way is to find the shop on ticinopesca.ca. And if you want any advice or you don't find something or you want something we don't have on the shop, you just write me on WhatsApp or on Instagram. We also have a telephone number on the shop. It's our WhatsApp number, so just write us, call us. I'm not good at Deutsch sprechen, but we can understand each other. Mit Videocall, hä? Videocall. Hand und Füße. Genau, okay. Das Einfachste ist über ticinopesca.ch. Können wir euch sonst auch noch verlinken. Schaue, dass ich es nachher noch in die Shownotes ziehen kann. Und wenn ihr irgendetwas nicht findet, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Beratung braucht, wenn ihr irgendetwas wissen vom Arno, auf dem Shop selber findet ihr auch noch Telefonnummer von ihm, das ist die WhatsApp-Nummer, da könnt ihr jederzeit schreiben. Wenn ihr Deutsch redet, am liebsten schreiben, dann kann er es übersetzen, Translator, und dann kann er nachher auch wieder so zurückschreiben. Ansonsten könnt ihr auch anrufen, einfach, wenn möglich, Italienisch oder Französisch reden. Deutsch geht auch, Englisch ist aber noch besser. Und es ist ja so, auch wenn ein Gast aus dem Tessin bei uns zu Gast ist im Podcast, der Arno hat auch etwas mitgenommen, das ihr gewinnen könnt. Arno, stell doch schnell vor, was die Zuhörenden können gewinnen. Oh, yes. So, we have some stuff. There is I don't know if you see it. Yep. There is the new wobbler from Morpho Fishing. It's the Yasuke. Then, mother of pearl spoon, also for trouts. And then we made a special color of the Vagabond, just for Ticino Pesca. It's also to win. Ja, nice. Sind das 4 Köder? Was müsst ihr dafür tun? Ja. Yes, it will be funny if people can choose something wrong I said in German or in English and put it on the comment. Okay.
Okay, also I eigentlich, want to see what I did wrong. okay, also eigentlich etwas, was er falsch verstanden, falsch gesagt hat oder wo einfach das Lustige ist, weil er es nicht verstanden hat, geht das bei uns in die Kommentare rein und dann werden wir schauen, wer das gewonnen hat. Und Ja. das wird... So in 2 Wochen wieder sein, wie das bei uns Standard ist. Ob jetzt der Arno live zugeschaltet wird oder eine Sprachmemo macht, das schauen wir dann noch. Aber wir werden in 2 Wochen den Gewinner bekannt geben. Schreibt in die Kommentare, was hat der Arno Lustiges, Falsches oder was habt ihr auch ihr falsch verstanden vom Arno. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende von unserem Podcast. Arno, du hast das letzte Wort dann ganz am Schluss. Vielen Dank, bist du da gewesen, hast uns von deiner Forellenerfahrung erzählt, hast du erzählt, wie es im Tessin ist zum Fischen. Ich habe es mega interessant gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Nico. Molly, Gäste sind immer mega spannend, also auch von meiner Seite danke viel mal. Ich werde sicher schauen, dass ich den einen oder anderen Tipp auch umsetzen kann. Stimmt. Für meine Trout-Karriere. Und ja, danke vielmal, Arno. Mehr kann ich dazu nicht sagen. was great to stay with you. Really funny. I'm sorry I'm not really good at German. Das ist It would egal. be great to It but do- it was fun. It doesn't matter, it was Thank funny. you so much. Ja. Danke auch, Arno. E buona pesca. Grazie altrettanto. Dann würde ich sagen, wir sind draussen für heute. Ciao, Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas und Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buf oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!